Mit einer überwältigenden Anzahl an Soldaten treten die Amerikaner ab April 1917 in den Krieg ein. Sie sind nicht länger bereit, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg hinzunehmen, dem verstärkt amerikanische Schiffe zum Opfer fallen. Währenddessen kehrt der russische Revolutionär Lenin mit deutscher Unterstützung aus dem Schweizer Exil in seine Heimat zurück. Unbehelligt durchquert er Deutschland in einem versiegelten Eisenbahnwaggon, mitten im Krieg. Die deutsche Führung hofft, dass Lenin die Energie der ohnehin schon kriegsmüden und hungrigen Russen in andere Bahnen lenkt. Im April erreicht Lenin Petrograd. Mit Hilfe der neu gegründeten Räte, der Sowjets, stürzt er im November 1917 die Regierung. Nach dem russischen Kalender nennen die Sowjets den siegreichen Putsch Oktoberrevolution. Das deutsche Kalkül geht auf. Die Sowjetregierung stimmt dem Frieden von Brest-Litowsk zu. Russland muss ähnlich harte Bedingungen erfüllen wie später Deutschland in Versailles. Doch dafür ist im Osten der Krieg vorbei. Im Westen kündigt sich der Sieg der Alliierten an. Die Engländer durchbrechen die Front. Das mit Deutschland verbündete Bulgarien kapituliert. Die Donaumonarchie beginnt sich aufzulösen. Eine Niederlage scheint vielen Deutschen unvorstellbar, denn die Kriegspropaganda hatte bis dahin keinen Zweifel an einem deutschen Sieg gelassen. General Ludendorff und die oberste Heeresleitung ersuchen dringend um Waffenstillstand. Statt der Generäle bieten Politiker den Waffenstillstand an, während sich das Militär der Verantwortung entzieht. Sie sollen die Suppe jetzt essen, die Sie uns eingebrockt haben, erklärt Feldmarschall Paul von Hindenburg vor Offizieren. Eine völlige Umkehrung der Tatsachen.